Im Rahmen der türkisch-chinesischen Beziehungen traf Binali Yildirim auf den Ministerpräsidenten Chinas, Li Keqiang. Yildirim betonte, dass die Uiguren ein verwandtes Turkvolk seien und forderte von China die Unterscheidung zwischen uigurischen Zivilisten und Terroristen. Die Wahrung der Menschenrechte solle außerdem geachtet werden. Die Inspektoren für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen fordern von Peking die Zulassung für eine Besichtigung und Inspektion der Straflager, in welchen Millionen Uiguren interniert werden. Michelle Bachte, Hochkommissarin für Menschenrechte bei den Vereinten Nationen, strebt eine Klärung der Vorwürfe gegen China durch Begutachtung der Lager an. In Bishkek ruft eine Gruppe die Vereinten Nationen und internationalen Gemeinschaften dazu auf, ihrer Pflicht nachzukommen, da die Menschenrechte der Uiguren, Kirgisen und Kasachen in China derzeit durch Internierung und Diskriminierung fatal missachtet werden. Laut französischen Medien planen die Gelben Westen am morgigen Samstag, den 8. Dezember, einen Umsturz, der durch die Stürmung der Champs-Élysées von Protestlern erreicht werden könnte. Wohl um die Unterstützung für die Ukraine und anderen Nationen zu bekräftigen, übten die USA und Verbündete eine außergewöhnliche militärische Luftübung durch. Weiterhin wollen die Vereinigten Staaten Kriegsschiffe in das Schwarze Meer entsenden. Um Durchgang am Bosporus zu enthalten, wurde die Erlaubnis der Türkei erbeten.